Okay, ich bin nicht so gute Hex, aber ich bin Anna Zölligheu und ich nehme dich mit ins Märliland. Wir gehen in den Wald, in ein ausgestorbenes Lebkuchenhaus. Dort wohnt eine Hex, die ist verschwunden. Die Freundinnen von dieser Hex, die suchen sie und weil sie nicht weiterkommen, holen sie Hilfe bei den Märli-Detektiven Fuchs und Igel. Mach's dir gemütlich, klein Hänsel und Gretel warten auf dich, einfach halt ganz anders. Frau Knusper! Frau Knusper! Wir sind's, die Madame Labinac. Und der Matrona Mangione. Wir haben sie verrückt vermisst. Vor allem ihre absolute delizioso Gratin Speciale. Ja? Gratin Spezial. Tja, die Tagung von der magischen Kochkünstlerin ist ohne euch einfach... Fade gsi. Die sagen es, genau. Ecco, Signora Labinac. Die Tür vom Lebkuchenhaus ist ja nur angelehnt. Dann schauen wir doch mal rein. Oh, ihr schmucke Gastli. Offen auf den Cookie-Tisch. Ular, Ma, ihre wahre Schätze. die Frau Knusper ist doch sicher nicht so leichtsinnig und lässt ihre Rezepte einfach so rumliegen. Oder? Gehen wir suchen. Ja. Wäre ja eine Tragödie, veramente, wenn ihre Gockengeheimnisse würden verloren gehen. Ne? Oder die falschen Hände wird geraten. Wasser. Oh, jetzt ist es her da. Signora Labinac, guardi! Was? Aus dem Backofen hindert aus Räucherletz. Hat Frau Knusper ihre Überraschungsschmaus an die Wärme gestellt? Das finden wir jetzt gerade raus. Nichts. Gar nichts. Nichts, außer... Asche. Ma, ist doch noch nie ihr ein Essen nicht gelungen? Ja, und wo ist sie denn überhaupt? Die Signora Knusper, hä? Wir brauchen professionelle Hilfe. Es gibt doch da die Märli-Detektiv, oder nicht? Ah, Fuchse und Igel. Sie. Ich frage gerade die Nummer bei der Auskunft, hä? Du Fuchs, meinst du, wir könnten ein Stückchen vom Lebkuchenhaus probieren, wenn wir dort sind? Mist. Ich habe so Hunger. Schon wieder kein Empfang. Oh. Wie sollen wir denn die zwei Damen finden so? Die sehen dann anmächtig aus, die roten Bilder. Und alles nur wegen der vermissten Kochkünstlerin. Das ist aber nicht schlecht. Bitter. Apfel. Wann kommen wir endlich einen echten Detektivfall über Blut, eine Tatwaffe, ein Leich? Oh. Igel? Wie siehst denn du aus? Du bist ja ganz bleich. Die Beere da. Hast du etwas gegessen von denen? Ja, Brombeere hat ja kein einziges mehr gehabt. Ja, logisch. Vögel da im Wald sind ja nicht blöd. Oh. Hey, Igel, die Blaumeise redet ja mit uns. Nein. Ja, und das Rotbrüstli auch. Komisch. Flatter ich da weg? Hock ich ab? Komm ich zurück? Flatter ich da weg? Meinst du, sie zeigen uns den Weg zum Lebkuchenhaus? Ja, Nein. Komm, mit. Komm. komm. Ja. Los. Oh. So, mit. Ich sehe kein Lebkuchenhaus. Ja. Oder führen die uns einfach nur im Ghetto rum? Ach, das Hirn amputiertes Gepiepse ist das. Ja.
Dort, Fuchs. 2 Kinder. Wo kommen denn die jetzt plötzlich her? Vielleicht vom Lebkuchen. Wir pirschen uns an. Ja, ja, komm, psch, 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 psch. Los. Jetzt hör doch auf. Und wenn man uns verwünscht? Was sollte uns denn da sehen? Die Alte ist ja von uns. Sag doch ruhig. Vielleicht hören die Vögel zu. Mann, lass mich erst noch den Gameboy holen. Fangen im Wald. Zuerst innen befreien. Schau mal, Fuchs, das weisse Vögel. Wer redet da? Ins Reine kommen. Und dann kannst du fliegen. Das weisse Vögel. Was bedeutet das erst? Zuerst innen befreien. Und dann kannst du fliegen. Oh, es flattert davon. Wollen wir ihm nachgehen? Halt, stopp! Bleib da! Das ist sicher eine Hex. Weisst du nicht mehr? Ein weisses Vögel. Alle zusammen. Ein Negergespenst. Und ein Fuchs. Ja, nur keine Panik. Der Igel ist kein Geist. Nein. Nein, er ist nur geistig ein bisschen angetatscht. Ja, er hat die falsche Beere gegessen. Jö, der Arme. Sagt mal, wisst ihr zufällig, ob es da in der Nähe ein Lebkuchenhaus gibt? Ja. Nein, wir haben keine Ahnung. Aua, was meinst du, du blöd? Warum? Wir haben nicht vom Lebkuchenhaus gegessen, ich schwöre. Oh, das hat ihr gar nicht behauptet. Und außerdem, wenn wir ein Lebkuchenhaus gesehen hätten, dann wären wir schnurstracks in die andere Richtung gerannt. In diesem Wald, da wimmelt es nicht mehr so viele Hexen, die Menschen fressen. Und sie fressen ganz sicher auch Tiere. Ja, danke für den Tipp. Ich gebe euch auch einen. Geht heim und wäscht euch. Ich sehe ja aus wie Heu. Aber wir finden den Weg nicht aus dem Wald. Es ist wie verhext. Wo leben denn eure Eltern? Im Blockhaus am Waldrand. Ja, jetzt sind wir doch erst gerade vorbeigekommen. Ja, auf dem Weg da. Keine 20 Minuten ist es her. Fuchs, Igel. Da sind wir. Oh nein, komm schnell weg von da. Ja. Ecco, der Tee ist fertig. Servitevi. Danke vielmals. Fein, merci. So gut. Die beiden Kinder, die ihr habt gesehen, die haben es sicher nicht gut im Sinn. Das weiß ich schon lange. Ja, wisst ihr, mit so einem Lebkuchenhaus hat es die Frau Knusper nicht leicht. Da sind die Kleinen unheimlich scharf drauf. Mancha. Nehmt sie von diesen Ziegeln. Die sind ganz frisch. Ja. Hoffentlich ist ihr nichts Schlimmes passiert. Ich habe ihren Stock gefunden hinter dem Haus neben dem Ofen zu. Dann kann sie ja nicht weiter weg sein. Sie kommt bestimmt gleich wieder. Ma, wenn sie jemanden hat verschleppt, sie kann sich nicht wehren. Sie hat nicht so tolle Stacheln wie Sie, Herr Igel. Ich bin der Fuchs. Aber Matrona Mangione. Sagen Sie, Ihre Augen, haben Sie letzte Nacht schlecht geschlafen, Matrone Mangione? Ja, Ihre Augen sind ziemlich rot. Wisst ihr, sie hat einfach völlig aufgelöst. Oh, Sissi, ganz verrückt aufgelöst. Mit dem Spiage. Wettet Sie noch ein bisschen Zucker in den Tee? Ja, gern. Wo hat sie wohl den Zucker? Ich helfe nach suchen. Fuchs, was meinst du? Sind das 2 Hexen? Ja, was? Das Mädchen hat doch etwas gesagt von Hexen im Wald. Ach, die Gofen sind doch total durcheinander gewesen. Aber Hexen haben manchmal so rote Augen. Das gibt's nur im Märli. Eccolo Zucchero, jetzt haben wir den Zucker. Sie kennen sich aber gut aus im Haus von Ihrer Kollegin. Oh. Ja, leider nicht gut genug. Suchen Sie etwas bestimmt? Igel, schau du lieber zu deinen Lebkuchenziegeln da. Aber ich kann Die Signora Knusper ist da unglaublich talentiert. È vero? Ja, sie hat auf jeden Fall mehr Talent als Sie beim Tee kochen. Ich sage es genau. Igel? Ich kann nicht mein... Dann wart von aussen.
Aber vielleicht sind die beiden Rivalinnen von der Frau Knusper und... Was wollt ihr mit dem sagen? Igel? Ja, ich gehe ja schon. Die Signora Knusper wird in der Tat sehr beneidet um ihre Gockenkunst. Mir läuft jedes Mal das Wasser im Mund zusammen, wenn ich an ihre Sauerbraten denke. Sauerbraten. So saftig und zart. Hey, Fuchs, schau mal, was da an der Tür hängt. Was machst denn du noch da innen? Auf dem Zettel steht, wie Frau Knusper ihre Tiere füttert. Die Mästerliste. Ja, und? Zeiger. Aua, Herr Igel. Jetzt mach endlich, dass du vorkommst, Igel. Was gehen uns die Viecher von der Frau Knusper an? Aber die Namen drauf. Ja, was? Hänsel und Gretel sind Menschennamen. No. Es ist so mit der Signora Knusper. Sie hat einen Kuh und der hat sie Gretel gesagt. Sie, genau. Una Bellezza, eine wunderschöne Tiere. Kräftig, aber nicht zu weiß. Wo hat sie nur das verflixte Rezept zu dieser Liste? Kommissar Fuchs, Ja? Herr Igel, werden Sie nicht bitte jetzt an die Arbeit machen? Die Bissspuren da auf den Ziegel sind ziemlich klein. Glaubst du, das sind die verlumpeten Gofen gewesen? Ja, und? Das ist Sachschaden, Igel. Erheblicher Sachschaden. Wir hatten Hunger gehabt. Das ist doch nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Wie dein gierige Beere abschlingen, hä? Ich hatte den ganzen Tag nichts gegessen. Riss dich zusammen, wir müssen jetzt arbeiten da. Die Knöpfe haben sicher nicht nur das Dach angeknabbert, sondern auch den Schmuck geklaut und Frau Knusper entführt. Verstehst du, die beiden Damen da innen, die zahlen sicher ein grosszügiges Lösegeld für ihre Kollegin. Dann ist Frau Knusper scheisse gleich. Außer vielleicht zum Dessert. Ja, und? Geht's uns etwas an? Igel, das sind unsere Auftraggeberinnen. Hast du das auch gehört, Fuchs? Was? Im Stall. Komm schauen. Ach, hörst wie das Gras wachsen. Ja, schau. Ein Gameboy. Seit wann spielt Säue mit einem Gameboy? Gretel ist eine Kuh, Igel. Aber auch eine Kuh spielt nicht mit einem Gameboy. Auf der anderen Seite, vielleicht ist der Hänsel eine Sau. Fuchs, der Bub von vorhin. Hey, hau ab von da! Der Gameboy gehört sicher dem Bub. Der Gameboy haben jetzt mir! Du kommst erst wieder rüber, wenn ihr beide heimgegangen sind, verstanden? Jede wette, der Bub heisst Hänsel. Hey, warum soll man jetzt einen Bub im Stall halten, Igel? Die Frau Knusper hat die Kinder fressen. Ja, was? Und wenn du mich fragst, dann haben die Frau Labinack und Matrone Mangione genau das Gleiche von... Was ist denn das für eine Lärme hier? Ja, ich glaube, wir haben 2 Verdächtige. Nicht Fuchs. Vero? Und wer? Oh, Nachimo, ich komme gerade wieder. Ja, aber Frau... Wo denn? Da auf der Rückseite von der Liste. Ich komme! Du, Fuchs, Ja? vielleicht sollten wir mal im Backofen hineinschauen. Was willst denn du jetzt dort drinnen? Eine Spur verfolgen. Was? Wieso im Backofen? Moment. Was für eine Spur? Da, Fuchs, ich spüre, dass ich ein grosses Unheil anbahne. Können der Bärjupsi? Nein, nicht das, Fuchs, ich meine es ernst. Gesundheit. Danke. Oh, was haben wir denn da? Wo? Was? Ein Brüschli. Von einem Kind? Ein Brüschli, Igel. Kein Pin. Welches Kind würde jetzt echt so eine altmodische Broschen anlegen? Und da? Ein Gebiss. Ein geschmolzenes Gebiss. Igel, ich glaube, wir haben Frau Knusper gefunden. Aber kein Blut, keine Tatwaffe, nicht einmal eine Leiche. Und trotzdem, der Fall wird langsam spannend. Also die Kinder sind unschuldig. Die Frau Knusper hat sie backen. Mutwillig haben sie da reingeschupft. Die Schnuddergaufe. Aber es war Notwehr. Du gibst mir also recht. Sie hätten es müssen machen, sonst wären sie aufgefressen worden. Fuchs und Igel in die Ofen. Was macht ihr beide da innen? Wir haben eine heisse Spur. Fuchs, nein. Da. So, da, schauen Sie. Cosa? Der Gebisse von der Signora Knusper. Halb geschmolzen. Aber wer tut denn der Frau Knusper ihr Gebiss? Fuchs, ich bin noch da drinnen. Vermutlich 2 verwahrloste Kinder. Brüder und Schwester. Killergeschwustert. Aber
Perché sollen die beiden die gute Signora Knusper wollen? Und den Schmuck haben sie wollen. No. Frau Knusper hat sich gewehrt, also haben sie die arme Frau... No, poveretta! Ja, und wo sind denn die Zutaten? Ich meine, wo sind denn die zugelaufenen Täter jetzt? Ja, auf freiem Fuß im Wald. Vermutlich auf dem Weg heimzu. Oh, wir helfen Ihnen bei der Fahndung. Ja, genau. Unsere Kolleginnen sicher auch. Ich rufe zusammen gleich. Wissen Sie, wir haben da in unserem Wald eine eigene Justizsystem, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, ja. Das habe ich dann überhaupt nicht lustig gefunden, Fuchs. Du rüstelst aber auch wegen jedem kleinen bisschen. Du hast mich eingesperrt. Das war ja nötig. Du hättest schier den ganzen Fall verkeibt. Ich bin also nur eine Last für dich. Sehr gut beobachtet, Igel. Schau da. Das muss das Blockhaus sein, das die Kinder gemeint haben. Hoffentlich sind schon die Hei. Ich habe ihnen doch gesagt, sie sollen sofort heimgehen. Und wenn Frau Labinack und Frau Mancione sie vorher geschnappt haben? Ja, dann kommen sie im Wald vor Gericht und alles nimmt seinen gerechten Lauf. Wegen Gericht, Fuchs. Das sind Kochkünstlerinnen, verstehst du? Labinack, Kannibal. Ja. Die braten die Kinder und essen sie dann auf. Ja, dann geschieht's nicht recht. Was? Mord ist Mord, Igel. Also, ein Verbrechen, das muss bestraft werden oder etwa nicht. Schon, ja, und was die beiden Damen Labinack und Mancione in der Freizeit machen, das geht euch schließlich gar nicht an. Aber Fuchs, die... Guten Tag. Grüezi. Grüezi. Fuchs und Igel, Merli-Detektiv. Kommt Ihnen der Gameboy da bekannt vor? Der? Der gehört meinem Sohn Hänsel. Wo ist er? Und wo ist Gretel? Aber doch die Namen auf der Mestliste. Wie bitte? Haben Sie etwas angestellt? Nur keine Angst. Ihren Kind geht's gut. Dürfen wir schnell reinkommen? Selbstverständlich. Bitte schön. Danke. Die Mestliste im Lebkuchenhaus ist der Beweis. Hören Sie nicht auf meinen Assistenten. Er hat giftige Beere gegessen, die haben ihm den Verstand vernebelt. Stimmt nicht. 2 Detektive. Es geht um der Hänsel und Gretel. Sie ist nicht ergaufen. Dein Problem, ich bin auch Ihre Mutter. Ich muss noch schnell meiner Frau einen Tee bringen. Kleinen Moment, bitte. Das ist dann schon der Gipfel, dass die beiden immer noch nicht da sind. Die Schlitzohren haben sicher noch darauf gewartet, bis das Lebkuchenhaus wieder leer ist, damit sie sich wie ausgehungerte Wölfe über die feinen Ziegel hermachen können. Ich glaube nicht, der Fuchs, sie haben Angst zum Heimkommen. Ach, Blödsinn! Mit solchen netten Eltern. Findest du? Deine Satansbrut ist wieder einmal in Schwierigkeiten, stimmt's? Nicht so laut, Schatz. Die kommen mir nicht mehr ins Haus, das sagt er. Bisschen gut. Ja, Hänsel und Gretel. Ja, da sind wir schon immer 2 Loser gewesen. Ja, wenn die etwas angestellt haben, dann haben sie einmal irgendeine verrückte Ausrede zusammendichtet. Sie selber sind ja nie schuld. Nein. Sondern irgendein Geist oder ein Zwerg oder der Wind, das himmlische Kind. Ja, so. Die haben aus jeder Schwierigkeit haben sie sich mit einem Versli retten. Ja, was haben sie denn verbrochen? Nichts Schlimmes, hoffe ich. Nein. Nur mutwillige Zerstörung von einem Haus, Ermordung von einer alten, wehrlosen Dame, Raub von ihren gesamten Wertsachen. Aber nicht Hänsel und Gretel. Nein, das kann nicht sein. Meine Kinder, die haben das... Fuchs, Stiefmutter. Ihre Augen sind ganz rot. Ich bist ruhig. Ich habe ja immer gesagt, deine vergratenen Gaven haben eine kriminelle Ader. Genau wie ihre Mutter. Komm, Schatz, bleib im Bett. Du hast doch Fieber, komm. Die meinen nur, weil sie jung sind und herzig reinschauen können. Sie können sich alles erlauben. Aber das ist jetzt vorbei. Jetzt kommen sie genau das über, was sie verdient haben. Komm, Schatz, komm. Geh doch wieder liegen, komm. Lass ihn in Ruhe. Deine Sprössling treiben uns noch in Ruin. Der Vater muss doch für die Straftaten von seinen Kindern haften, oder nicht, Herr Fuchs? Stimmt's?
Ja, also, das ist von Bezirk zu Bezirk verschieden. Wenn Ihre Kinder in dem Wald zur Rechenschaft gezogen werden, wo das Verbrechen stattgefunden hat, dann kann es schon sein... Wir machen gar nichts. Wir können für nichts aufkommen. Wir können das die Dreckbrut nicht mehr leisten. Sie hat gar nie mehr gesehen, nie mehr. Das ist nicht wahr. Du hast nicht einen einzigen Batzen. Das ist auch wahr. Und je nachdem, wie das Gericht entscheidet, kann es schon sein, dass Sie Ihre Kinder nie mehr sehen. Ja, aber die gehören hier an. Ja. Auch wenn wir kein Geld haben. Irgendwie ist es immer gegangen. Wir verhungern schon nicht. Also meine Kinder die werden nie mehr von daheim fortgejagt. Nie mehr. Du siehst ja, was passiert, wenn sie allein im Wald umeinander irren. Schrei mich nicht an! Ich bin krank. Du bist krank, weil du ein schlechtes Gewissen hast. Weil du ganz genau weißt, dass es nicht richtig war, die beiden allein im Wald rauszulassen. Ich habe kein Gewissen. Bitte entschuldigt meine Frau. Ja, sie weiss nicht, was sie sagt. So, komm, Schatz, komm. Geh wieder liegen. Komm, ich heb dich, komm. Das weisse Vögeli. Was? Im Wald gefangen? Zuerst innen befreien. Ins Reine kommen. Dann kannst du fliegen. Was? Das ist es. Ich bist jetzt total durchgeknallt. Hoffentlich finden sie, bevor es zu spät ist. Hey, wohin gehst du denn jetzt? Die Kinder haben sich nur gewehrt, Fuchs. Aber was die Hexen jetzt mit ihnen vorhaben, das ist wirklich kriminell. Hegel, Madame Labinak und Matrona Manchone sind unsere Auftraggeberinnen. Von was für Hexen redet der Igel? Excuse, ich muss schnell das Telefon machen, bevor mein Assistent den Auftragknopf verkeibt. Wir müssen ja auch von etwas leben, wissen Sie. So. Aber die Kinder die müssen wieder zu uns zurückkommen, Herr Fuchs. Haben wir wieder vertippt. Ja, und dann sollte die ganze Angelegenheit von unserem Dorfgericht verhandelt werden. Ja. Ja, auch wenn ich haften muss, hier bei uns, da sind sie am besten aufgehoben. Ja, da gehören sie an. Bitte, Kommissar Fuchs, bitte. Bitte machen Sie alles, dass die Beete wieder ich kommen. habe es verstanden, excuse, bitte, aber das Telefon ist jetzt wirklich wichtig. Und so, liebe Kochkünstlerinnen, ist es uns, dank der Detektiv Fuchs und Igel, gelungen, das Rezept von Kollegin Knusper herauszufinden. Also, der Bub wird in Sauerampferblätter eingewickelt. Zu der delikaten Mischung von der Marinade kommen wir später. Und 3 Stunden lang butterweich geschmort. In der Zeit wird der Meiteli in Brotteig eingeschlagen und in gut vorgeheizten Ofen gebacken, bis es knusperig brun ist. Leider ist bei den Vorbereitungen statt das Mädchen unsere geschätzte Kollegin Frau Knusper in den Ofen gestossen worden und der bis zur Unkenntlichkeit verkohlen. Liebe Kolleginnen, die Zutaten sind noch lebendig, frisch und zart. Sie können jederzeit gefangen und zubereitet werden. Darf ich um Ruhe bitten? Darf ich um Ruhe bitten? Labinak? Kommissar Fuchs, störe ich gerade? Ja. Um was geht's? Ja, mein Assistent Igel hat... er ist durchgedreht. Er wollte den Ofen davon kommen lassen. Habt ihr sie denn? Noch nicht. Ich wollte sie gerade in den Wald suchen. Ja, spart nicht die Mühe. Aber der Fall ist doch noch nicht abgeschlossen. Der hat uns geholfen beim Identifizieren von den Tätern. Finden und bestrafen können wir sie jetzt allein. Ja, aber die Technik... Also, und wenn mein Assistent noch irgendeinen Blödsinn... Ich probiere ihn aufzuhalten, aber... Ihren Assistent, Herr Fuchs, kann nichts mehr ausrichten gegen unsere Pläne. Macht ruhig die Rechnung. Vielen Dank, Herr Fuchs. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, was ist denn? Meine Damen, ein Igel vergangen durch den Wald und will den Kindern helfen. Aber wir wissen ja, wer sich schuldig fühlt, findet aus unserem verzauberten Wald nie mehr raus. Ja, ihr habt's gehört. Also, los, care amiche, auf in den Wald!
Ihr führt mich zu den Kindern, gell? Nein. Ich muss aber dringend zu ihnen nehmen. Dort, am See. Wieso verstecken die sich denn? Oh, jemine, die Hexen kreisen sie ein. Ah, der Igel, schau mal. Ihr müsst fort von da. Psst, nicht so gut, die Hexen verfolgen uns. Ihr müsst über den See. Das ist eure einzige Chance. Es ist ja alles für nichts. Nein, denke das weisse Vögeli. Im Wald gefangen, zuerst innen befreien. Ins Reine kommen und dann kannst du fliegen. Genau, weißt du noch? Aber wo sollen wir denn hingehen? Wir haben doch gar kein Daheim mehr. Wohl, klar. Eurem Papa tut es leid, dass er auf eure Stiefmutter gelost hat. Er setzt euch garantiert nie mehr aus. Kommt jetzt, hopp, über den See. Aber wie? Ich kann nicht schwimmen. Ich kann auch nicht schwimmen. Wir haben ja nie davon gebadet. Wir haben immer nur arbeiten und... Oh, schaut dort, die weiße Ente. Die will euch, glaub ich, helfen. Was meinst du, Hänsel? Wollen wir es probieren? Warum nicht? Okay. Also. Ente, du Gute, lass uns zu, ich bitte. Kein Steg und keine Brücke. Nimm uns auf die weißen Rücken. Sie kommt? Oh, super, komm, sitz drauf, schnell. Ja, kommst du nicht mit? Oh, wir müssen jetzt zuerst mal schauen, ob sie die tragen kann. Oh. Oh, siehst du, sogar du allein bist ihr jetzt schwer. Rühr ein paar von den Edelsteinen fort, die du im Sack hast. Aber die sind doch so schön. Weißt du was, schmeissen doch gerade alle fort. Es war falsch, dass wir sie genommen haben. Und nur mit einem reinen Gewissen kommen wir von hier weg. Komm jetzt, aber mach schnell, die Hexen sind jeden Moment da. Der ein oder andere von diesen Klunken kannst du ja ruhig behalten, Hänsel. Sie sind ja schliesslich gefangen gehalten worden. Das ist eine Art Schmerzensgeld, gell? Ich will nicht allein gehen. Oh, komm jetzt, keine Angst, Hänsel. Ich komme gerade nach. Wenn ich es denn überhaupt verdient habe. Schliesslich war ja ich die, die die Hexe in den heißen Ofen geschöpft hat. Ah, ein Geständnis. Ja, ich habe es genau gehört. Fuchsbissen gut. Halt dich da draus. Sie ist eine Mörderin, Igel. Nein, sie ist ein mutiges und tapferes Kind. Auf der weißen Ente, da kommt jemand drauf. So ein weißes Kind. Ganz ruhig, Gretel. Hm? Igel, lass mal zu. Es ist ja schlimm genug, dass du dem Bub geholfen hast, abhauen. Aber übergib jetzt das Mädchen den Damen und dann sind wir quitt. Einverstanden? Ich mache kein Geschäft mit Hexen. Igel, der Vater kommt den Bub über, der sowieso nur ein Komplize war. Und die Damen kommen die Täter über. Das ist ein fairer Deal. Sie wollen das Mädchen im Ofen backen. Die Strafe entspricht der Tat. Wo ist das Problem? Dann bringt du das Mädchen doch gerade selber um. Ich? Ja, jetzt bist du aber definitiv und endgültig durchgeknallt. Frau Labinat! Fuchs! Kommissar Fuchs, habe ich es eurem Igel-Freund zu verdanken, dass der Gili abhauen konnte? Hören Sie, es tut mir leid, aber also, das Mädchen können Sie haben. Dafür halbiere ich dann auch die Rechnung. Der Igel hat seinen Lohn einen Weg nicht verdient. Oh. Ah! Das Wasser ist ja eisig, eiskalt. Da! Das Mädchen ist ins Wasser gekumpelt. Es probiert davon zu schwimmen. Schnappt sie euch! Ich bin ein Mädchen. Komm, pressier, Gretel. Die Ente ist zurück. Ja, aber ich weiß irgendwie nicht. Ich hätte die Hexe nicht in den Ofen schupfen. Ich hätte sie auch einfach fesseln oder so. Du musst ums Überleben kämpfen. Dein Bruder hat gekocht werden und ich hätte sie im Brotteig gebacken. Du hast deinen Bruder gerettet und du hast eine mächtige Hexe überlistet. Ja, meine Stiefmutter. Na, mit der wirst du auch noch fertig. Komm jetzt, ab auf die Ente. Wow, sie trägt mich. Es klappt. Danke, Nidel. Tschüss. Tschüss, Gretel. Alles Gute. Nein. Dort! Das Mädchen auf der Ente. Die kommt davon.
Ja, und das da? Ich bin der Fuchs. Mit der richtigen Gewürz kann auch ein Fuchs sehr appetitlich schmecken. Lass mich sofort los. Für das Leben von der Frau Knusper muss aber ein anderes Leben her. Bratmanigel. Das ist etwas Besonderes. Feins. Scharf. Nein, danke. Oder wir tun da beide backen. Aua! Aua, Igel! Igel! Hopp, los, weg von da! Detektive, aua! Hinten nachher! Bevor sie damit vom See sind und aus dem Band bis zum Zauberwald! Also du entschuldigst dich auf der Stelle, dass du mich in die Zähne gerührt hast. Hörst, Igel? Aber das ist doch nötig gewesen, Fuchs. Darüber tue ich entscheiden. Ich bin der Kommissar. Du bist der Assistent. Ohne mich bist Ich glaube, es ist umgekehrt. Ohne mich, Fuchs, bist du total aufgeschmissen. Nimm das zurück. Nimm das sofort zurück. Wer hätte dich denn vor der Hexe gerettet, hä? Es wäre aber gar nicht so weit gekommen, wenn du dich nicht so für das Mädchen eingesetzt hättest. Das Mädchen ist unser letzter Pfand zum Verhandeln. Oh, Igel, schon wieder gehen wir mit leeren Pfoten aus. Ja. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann streiten sie noch weiter. Oder wie geht das nochmal? Willst du mehr vom kurligen Duo Fuchs und Igel hören? Ab auf srfkids.ch, da gibt es auch andere Detektivgeschichten. Und bei diesem Podcast da lässt du am besten ein Abo da, dann verpasst du keine Geschichte mehr in Zukunft. Ich bin Anna Zöllig, schicke dir ganz liebe Grüße und auf ganz bald wieder.